Morgen bei Grand Gaming. Arma 3 Showcases. Heute Nummer 4. Helikopter. Ich liebe Helikopter. Ich traue mich fast behaupten, ich bin einer der besten Helikopterpiloten in ganz Arma 2. Die Steuerung haben wir so angepasst, dass in Arma 3 auch wieder passt. Hoffe ich. Ja. Ich finde es extrem leibend. So. Ich sag's gleich. Ich kann einen Helikopter prinzipiell nicht schießen. Auto Hover on. Ist mir alles wurscht eigentlich. Habe ich die Steuerung richtig eingestellt? Ja, habe ich. Wunderbar. Na dann. Wo ist mein Waypoint? Ich sehe ihn gerade nicht. Da hinten ist er. Sehe ich ihn schon. Ich kenne die Stelle schon, weil da die Hitten da hinten am Berg ist im Multiplayer bei Wasteland ein ganz Tor. Und es ist so geil! Dort einfach auf 10 Meter Hechen drüber fliegen und sämtliche Leute, die unten drin sitzen, scheißen sich bis übers Kreuz auf, ja. So. Engage. Wie gesagt, schießen kann ich nicht. Kann man auch vergessen. Das kriege ich nicht hin. Okay. Ich glaube, ich bleibe in der Sicht. Umdrehen. Danke sehr. Wo ist er? Da unten ist er. Machen wir so. Bist du deppert, viel weiter daneben schießen hätte ich nicht mehr können. Gut, ich mach's nicht aus der Sicht, weil das funktioniert nicht. Wo sind's? Da sind's. Okay. Das gibt's nicht, ich will immer schlechter mit Süden. Das ist ja unglaublich. Wo sind sie jetzt? So, vielleicht wenn sie in einer geraden Linie auf mich zufahren, dass ich dann triff. Ah. Na! Na! Bist du deppert, bin ich ein Volltrottel. Na, ich kann nicht schießen, ich hasse schießen. Super. Death. Druck H für mehr Info. Ja, Death, wenn du stirbst, bist du tot. Du weiter erst. Ja. Was glaubst du, was ich gerade mache? Geht schon. Anstarten. Halt die Goschen, ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Ich schaff's nur nicht. Das nächste Mal gehe ich vor Erna, störe mich auf die Straßen, warte bis wir Snow kommen und dann schieße ich. Wo ist er? Ja, sogar der Alarm verzweifelt schon bei meiner Unfähigkeit, mit dem Helikopter umzugehen. Nein, umgekennt ja damit, das ist das Traurige. Nur schießen nicht. Understood, Griffin. Hydra diverting now. So. Genau.
Die Dagger wollen wir. So, wo ist die Straße, wo die lang fahren? Okay. Da ist ich darf bremsen. Kann der Helikopter bitte auch bremsen, wenn ich bremse? Danke. Also wo ist er? Dann stehe ich mich da. Ja, die Kreuzung schaut gut aus, da habe ich genug Platz zum Landen. So. Na, ein bisschen hin und her schaukeln könntest du noch kommen. Gut, Auto haben wir auf, weil mit dem kann kein Sau fliegen. Das ist genauso zum Landen brauchbar und sonst nicht. Alter, Vater! Was ist das für eine Arschfunktion? Komm, Alter! Mir ist denn das wieder eingefallen, dass das so scheiße ist. Na komm! Pflanz mit einem anderen. Vehicle neutralized. Nein, ich sehe, dass noch steht. This is Hydra. We're running low on ammo. Copy that. Proceed to resupply at Camp Rogaine. Be advised, all vehicles eliminated. Danke. Confirmed, Hydra. Good work. Be advised, we've got enemy movement around Mike 2-6. Hydra, unload Viper Red at the facility and await further orders. Roger. Deploy. Danke. Eieiei. Eieiei. Da reißt mich jedes Mal wieder, weil ich glaube, mein Spiel stirbt. Na, komm, Vierer, danke. Nicht so schnell Vierer. Langsam Vierer. Jetzt haben wir uns, genau. Wow. Fuck! We're under attack here. Griffin, Mike 2-6 is under sustained mortar attack. Unable to land. Acknowledge. Understood. Locate and engage those mortars. Ja, anheben. Ah. Von sind sie. Be advised, mortars are neutralized. Hydra, deploy Viper Red at Mike 2-6 and report back. Understood. Moving into land. Ja, jetzt super, ich war schon gelandet, die hätten nicht gar raushupen können. Ich will eigentlich wissen, wieso ein paar meiner Heli-Teile hinig sind. Oder kehrt das, fällt das in die Rubrik, man raucht am besten gar nicht. Hallo? Da schaut's noch immer nicht so aus, als möchte die landen. Hydra has landed at Mike 2-6. Viper Red, go, go, go! Go, go, go. Griffin, Viper team deployed. Understood.
Waren das schon alle? Und zum Glück. La Resu plus at Camp Rogan. Camp tue ich aber nicht. So. Und stehen bleiben, nicht hintere fahren, stehen bleiben. Ist der Schlag eh gleich wenn. Ah! Das geht mir immer noch am Senkel. Das haben sie in Armatur schon gemacht und da auch wieder. Auch wenn man Autohaber eingeschaltet hat, das gilt nur für Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen. Und nicht für Seitwärtsbewegungen. Griffin, this is Hydra. We're good to go here. Roger, we need your support at Camino, ASAP. Vipers blue and green are pinned down. Enemy forces have set up a firing position on a rocky islet to the east of the Camino base. Fly there and neutralize the mortar emplacement. Na sicher ist die Insel. Was, was? Friss die da. Hm. Wie mache ich es am blödesten? Das trifft so weit daneben, das ist unschön. Ja was, jetzt hab ich's eh schon. Mehr ins Gesicht kann ich nicht mehr schießen. Mehr Gesicht Enemy haben sie nicht mehr. mortars are destroyed. Danke. Well done, Hydra. Ground forces will take care of the remaining enemy presence. Return to the airbase. Copy that, Griffin. We're RTB. Ich hoffe, ich komme da zurück. Und kann mir's dabei sparen, auch zum Stürzen. Indem ich zum Beispiel solche Aktionen dann nicht anziehe. Das mache ich so gerne im Multiplayer. Ich hab's eh schon gesagt, es gibt fast nichts, was so viel Spaß macht. Da 10 Meter drüber fliegen und die Leute so erschrecken. Ja, na, was? Ah! Scheiß Kamera! Okay. Gleich habe ich einen gekriegt mit der Kamerasteuerung, aber einen ordentlichen. nicht, umdran, danke. Kamerasteuerung ist scheiße. Gut, Autohaber. Nachdem es der Helikopter anders leider nicht versteht, dass ich stehen bleiben will. Ah, so. Stickel 4er noch. Danke. Danke.
Danke, geht ja. Home sweet home. Ja. Hunter, Teamleader, Otto Rifleman, Rifleman. Gut, alles in allem kann ich sagen, es ist von der Steuerung her, von den Flugeigenschaften der Helikopter her, genauso leiwand wie Arma 2. Die Einbindung in die Missionen der Helikopter ist auch extrem leiwand, gibt auch 10 Punkte. Ich will jetzt keinen Punkteabzug für die Waffeneigenschaften sagen, weil im Prinzip sind so wie es sein sollen, weil aus einem Helikopter kann man nicht viel präziser schießen als das, auch in echt nicht. Und nur weil ich steppert bin dafür, heißt es nicht, dass im Spiel jetzt schlecht gemacht ist. Darum will ich da keinen Abzug geben. Das müsste ich von irgendwem beurteilen lassen, der zum Beispiel in Arma 2 auch schon mit dem Heli schießen hat können. Ich kann mich nur an den einen Tag erinnern, wo ich insgesamt 36 Hydra-Raketen verschossen habe, weil ich probiert habe, einen Typen zu treffen, der im Leuchtturm sitzt. Viel einfacher könnte man es nicht mehr machen, weil also am Leuchtturm, der bewegt sich nicht einmal. Der ist groß, da kann man daneben runtergehen und wenn man genau davor steht, andrucken. Und ich habe es mit 36 Hydras nicht geschafft, diesen scheiß Leuchtturm zu treffen. Darum, die Beurteilung dieses Punktes müsste ich mir überlassen, der in Arma 2 mit dem Helikopter schießen kann, ich kenne aber keinen. Darum, ja, gebe ich jetzt einmal volle Punktzahl. Ja, der Hauptgrund vom Helikopter ist nicht, dass er schießt, sondern dass man damit gut fliegen kann. Gut, das war's eigentlich im Großen und Ganzen mit den Arma Showcases. Insgesamt muss ich sagen, das Spiel gefällt mir extrem gut. Ich gebe 9 von 10 Punkten aus dem einfachen Grund, dass ein bisschen was, sagen wir so, es gibt 9 von 10 Punkten, weil es in der Alpha ist. Es gibt teilweise noch Bugs, es gibt Funktionen, die kein sind. Es gibt Funktionen, die es geben sollte, die aber nicht gängen. Der Multiplayer spockt recht oft herum. Aber wie gesagt, das sind Teile, die daher kommen, das sind Probleme, die daher kommen, dass in der Alpha ist. Und ich glaube, wenn das einmal weiterentwickelt ist, dann wird bei dem Spiel ziemlich die Post angehen. Gut, das war's dann soweit von mir. Ich hoffe, ich habe ein paar von euch überzeugen können, sich das Spiel zuzulegen. Und wichtiger Punkt, es gibt bereits haufenweise Wasteland-Server. Vielleicht kommt da irgendwann ein Wasteland-Footage von mir, Arma 2 oder Arma 3, muss ich schauen. Nur das Problem ist, das wurden wenn dann so Highlight-Videos. Ich weiß, dass niemanden interessiert, wenn man 10 Stunden Arma-Gameplay schaut. Und für Highlights habe ich einfach nicht nur Festplattenspeicher, weil da müsste ich alle halbe Stunde mal das Video dran, alle Videos löschen, wenn nichts Interessantes drin war und neu aufdran. Und das ist mir zu blöd. Aber schauen wir, vielleicht kommt irgendwann ein brauchbares Wasteland-Footage. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe einige von euch überzeugen können, dass sie das Spiel kaufen. Und vielleicht kann man ein paar von euch sogar. Vielleicht darf ich ein paar von euch sogar im Multiplayer die Rübe wegblasen. Na dann, peace out.